Die Vereinsleit alle Götten am Numm vun der Kulturkommission begrüßen sich den Norden Malenke alles net am Kader vum Bojemecht, am Kader vum Präsident von der Kulturkommission fir d'Chagiwerrechung Nationalfeiertag 2016. An dëst Joer hunn die Olmer Vereine sich desideiert gehäert fir net weit vun als Wächhai, de Scheckziwerrechung und Likas am See vun der Kerb. An den Verbreedungsversammlungen, die man hatten, huet sich ganz schnell herausgestellt, dat hun sich de Scheckfir de Mist an eiser Gegent bleiwen. An die Vereine, die der mat geschafft hun, sie waren ganz desideiert und Likas am See auch direkt am Meichnowen schon herausgewählt, da wenn man schon direkt klar, wenn de Scheckkiff kreet. Dafür begrüßen ich auch den Herrn Christoph Müller von der Ligue HMC und Madame Katrin Menner. Ich meine 2500 €, die den Verein heute Summe geschafft haben, mir als Gemeinde und ein Kleinpaar dabei. Ich meine, das ist ganz normal, dass die Summen, die da rauskommen sind, vom Chef der Gemeinde dann abgestockt gehen und das ist jetzt 2500 €. Merci die Vereine von allem, die heute geschafft haben. Ja, für dich so nicht mal Herr Bürgermeister, Member vom Chefrat, die Damen und Herren vom Gemeinderat, Präsident von der Kulturkommission, die Member von der Kulturkommission, von den Vereinen. Wir sind als Ligue HMC enorm geehrt für Scheck, für allem auch an der Hecht zu kriegen, von unseren Opern. Wir sind wirklich nicht weit fort von allem und von Irschei. Wir sind auch geehrt, weil wir aber ein ganz paar die Aktivitäten auf ihrem Terrain haben von der Gemeinde. Das wissen vielleicht viele Leute nicht. Wir haben erstens mal einen Hauptsitz zu Kapellen. Du hast einen großen oder einen Teil vom Sitz aus dem Terrain von der Gemeinde Kehlen. Wie sind wir? Die Ligue HMC besteht schon seit 1963 und war ursprünglich gedacht für Menschen oder junge Erwachsene, die von der Schule fertig sind, eine weitere Berufsausbildung zu gehen mit einer geistigen Behinderung. Was derzeit noch nicht gegeben hat. Die meisten Leute waren du einfach versucht, meistens auch an einer kirchlichen Institution oder an einer staatlichen Institution, ohne aber gezielte Aktivitäten zu machen. Das wird sich relativ sehr developiert. Heute betreiben wir als Ligue HMC 300 junge Erwachsene, ältere Leute mit einer geistlichen Behinderung. Noch ein großes Merci an all die Vereine. Wir haben einen großen Respekt für die Leute, die hier Freizeit offenen, etwas machen und das, was als Resultat dabei rauskommt, könnt ihr genauso gut für sich selber holen, für einen flotten Ausflug zu machen oder nächsten oder was auch immer. Wir waren den ganzen Sonntag oder den ganzen Weekend oder die 4 vom Nationalfeiertag dann da ist und etwas mischt und da einem anderen zu gut kommen lässt. Ich meine, das eher für einen Gemeinde Kehlen, die als sozial angestellt also bekannt ist, dass sie sozial sind, ganz viel und dafür von unserer Seite also ganz große Merci für die ganz generösen Geste.
op als Adventskonzert fro mo jo nie antré, dat wëst der. Wir man awer all Joers en Appell un der Generositéit mat wann der Herno rausgiet, enger Käet fir e guten Zweck. Der SPL, die mat dëst Joer mat eng klengen Da unterstütze wëllen, nennt sich Konterbund. Sie as recht fir un eng Joer gegrënnt gin, an ass an der Easternacher Gegend aktiv an der Weilerberg, wo eng 200 Flüchtlinge logéiert sinn, an enger anderer Struktur zu Bollendorf, wo nachmol 30 Refugié liewen. Ziel vun der SPL ass et kurzfristig, an unbürokratisch, iwwerall dort ze hëllefen, wo no du Manners, seef dat bei administrativen Demarchen, Alldagsprobleme, Krankheitsfäll oder beim Sammle vun Gezeier schon. Een vun eisen Hauptzieler, schreift der SPL, as et awer och fir de Refugien, fir un allem als Kultur ze weisen, an am gegensäitliche Respekt eppes méi iwwer hier verschiedene Kulture gewurt ze gin. An iwwer genau de Wolle vun den Aktivitäten, die mir auch ganz gezielt wollen unterstützen, verzählen ich gleich méi. Ich wollte jo wie fir Droge so doch nach pu Wu zo niwer d'Aktivitéiten vun der ASPL Konterbund, die man mat diesem Konzert an Ärer Hëllef willen unterstützen. Sie huet am moment de Projekt laufen an der Weilerberg mat der Easternacher Musikschule. De Projekt gët finanzéiert vun der Œuvre Grande-Duchesse Charlotte an erméiglech et engen 30 bis 40 Kanner als Jugendlichen aus der Weilerberg an de Genoss vu Musikskuren ze kommen. Krabbelmusik fir die ganz kleng, fir die Migros ginn et Offeren am Danzen, et gëtt Gitar a Piano geléiert an noch solféich. De Foyer Weilerberg an diesem Fall soll jo fir die konzernéiert Familien ëmmer nëmmen eng Tëschestationun bleiwen. Was se da plënneren an je definitiv Logementer, da will der SPL Konterbund auch dohëllefen, fir das Kanner weiter nach Musik kënne machen, an der Gemeng, wo se do no wunnen. Am Jo hat der Responsable vu Konterband aufgemerkt, dass die Suen, die haut Nowenthei gesammelt gin, eben fir genau den Zweck benutzt gin, fir Flüchtlingskanner, Musikschule an der Ortschaft zu bezzuelen, wo se do no ënnerbrucht gin. Vielleicht könnt Jo enkeiere so kann der Eiseneck vunnen,
Et kann dann gäre Hëlle feier der Musikshow léieren a spielt an e puer Joer fläich doch mat un Trendskansär. Flott wäret jo. Als Präsidentin vom dritten Alter würde ich alle gut begrüßen, wie all Jos als Kommission vom dritten Alter, die das Fest mit der Gemeinde organisiert. Unter 13 Jahren bietet der Club Senior viele Aktivitäten an, für fit und aktiv zu bleiben. Viele Aktivitäten organisieren wir am Club, für einfach zusammen zu sein, zusammen zu essen, zu spielen, zu kochen, zu backen und auch zu pottern. Dieses Jahr haben wir unsere zweite Reise allein organisiert, namens der Club Senior von Kielen, auf Lissabon. Und weil wir viel Success damit hatten, organisieren wir nächstes Jahr im Oktober eine Reise auf Barcelona. Und das nächstes Jahr gehen noch Dämmbauarbeiten an unserem Club zu Kielen fertig, wo eine schöne große Veranda bei gebaut ist. Also, wir mehr Platz für euch zu empfangen. Das Programm von unseren Aktivitäten findet ihr allmond am Welt. Wenn ihr Interesse habt an unseren Aktivitäten, zeigt nicht bei uns zu kommen oder ruft uns. Ein ganz großes Merci geht an all unsere Partizipanten für die gute Atmosphäre und Ambiance, die sie immer mit an den Club bringen. Ich wünsche euch ganz schön Feiertag und für heute einen ganz schönen Nachmittag. Ich begrüße mich wie all Jahr, ob es alljährlich Feier für euch, für eure Senioren, heute zu Käsel an der Halle. Merci, dass ihr zu so viel kommen seid. In unserer Gemeinde wohnen über 1350 Leute über 60 Jahre. Das sind 24%. Das ist ein dicker Pack. Und die Pack werden in den nächsten Jahren bestimmt auch nicht auffüllen. Und contraire, wird sicherlich auch noch zuhören. Das ist eine Flotgeschichte. Das ist eine Flotgeschichte für uns alle Guten, weil alle Guten, die hier sitzt, die gehen nicht zum Allen Eisen. Tut sicher nicht. Weil wenn ich die Vereine so immer gucken, wie viele Vereine das müsste funktionieren, wenn die nicht dabei wären, da wären viele drin, die wären schlecht tun. Wir sind mittlerweile auf dem Gang, wenn wir groß zu gehen, müssen wir Tische geschwommen zusammenrückeln, die kleinen stillholen, dass wir immer mehr Leute in den Dach kriegen. Damit sind wir zu 160, nächstes sind wir vielleicht zu 170, wir wissen, wir sind auf die 200. Was ich für gesagt habe, was interessant ist. Dafür, liebe Senioren, versuche dich gut. Weil der geht gebraucht. Profitiert von all den Sachen, die dann und korrigiert am Club Senior anbieten. Ihr müsst doch wissen, die am Alter schon, von der Lomalenke bei den Jungen, da seht ihr normalerweise, die wissen immer alles besser. Oft wissen sie es besser, aber sie können aber nicht nur den Mann bringen.
Van dann wenn man en dos mat tro, dann du se lauscht mal so getat gemerk oder packt dat so hun, da sind die jungen han du vielleicht no lausren. Vielleicht net immer mé immer méi. Weil Äre wurde immer nach gefrot. Die siedet mat Äre Wissenschaft, mat Äre Erfahrung, mat Äre langjährige Lebensqualität an Erfahrung die hut, fir alle gute Neus zu begleden, an as Menung, an as dem Schaffen, all deren Vereiner, doheim am öffentliche Leben, ohne ich zu Lützeburg wäre man net dat wat man gesinn, weil die de Grund stehen von dem wat Lützeburg haut ass, dat der net vergessen. Und dafür von mir aus mein allergrößter Respekt an mein dicke Merci, weil du dich das wirklich verdient. Das hat mir ich bitten, dass ein kleiner Druck zu bewerben steht. Wir hoffen, dass es dir flott gefällt hat, dass er flott mit verbringt, aber das soll zu summen. Mein großer Merci weiterhin, ich habe nicht gesagt, für habe ich dir gelegt tut, als sicherlich und hoffentlich nach lang können für alle gute Leisten. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle Guten nächstes Jahr auf derselben Platz rumgesehen. Nächstes sie wählen, WSK wat dabei rauskommt. Ich hoffe nicht, dass ich rumgesehen, egal wie, egal wo, nicht Bürgermeister, aber Bürgermeister, Conseil, ich darf kommen, egal was ich merke. Dann bis nächstes Jahr. Wenn die zwei uns bringen, sollen sie dann wissen. Schnee, 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 Wasser tanzt mit mir. Wenn ich lade dich an, tanzt die Wasser mit mir allein. Als der Herbst dann abschied nahm, der Winter wieder kam, wir tanzen weiter die ganze Nacht. Lasst uns leben, einmal schweben und dabei wird nur gelacht. Und dann die Hände zum Himmel, komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Ja, du bist mein Ideal, Rosemarie. Adelheid, Adelheid, schenk mir einen Gartenzwerg mit einer Zipfelmütze. Adelheid, Adelheid, ein kleiner Gartenzwerg. Adelheid, Adelheid, bist du ein gutes Werk. Wir haben heute am ganzen 65 Sportlerinnen und Sportler, die ausgezeichnet sind, 60 Sportler an 5 Spezialpreis. Die folgenden Sportarten, die wir auszeichnen, sind Turnen, Leichtathletik, Cyclisme und Duathlon, Badminton, Fußball und Tischtennis.
Am ganzen Gemeng momentan 12 sportliche Aktivitäten in der Gemeng zu bieten, für Jung und für auch Männer Junge. Für ganz viele Leute aus dem Verein an ihrem Dorf oder an ihrer Gemeng auch ein ganz wichtiger Teil von Lebensqualität. Ja, ich kann quasi so ein Stück heben. Als Gemeng die sich glücklich schätzen, so viele Sportlerinnen und Sportler zu haben, die es verdient haben, ausgezeichnet zu gehen. Die hat Gemeng Kirle voller Stolz vertreten, sogar bis weit über die Landesgrenzen raus. Mit zu einem guten Sportler, ob individuell oder an einer Equipe, zählen aber auch ein Trainer, der Betreuer, der Masse, sowie die Eltern, die immer hinter dir stehen, die ich aufheuern, fordern, abmuntern, wenn es nötig ist. Am entscheidenden Moment sind die natürlich auf ihre Gestalt. Aber bis dahin zu kommen, braucht alle Sportler nicht nur die fachliche, sondern auch die menschliche Unterstützung. Die Sportkommission aus der Gemeinde Kiel hat sich als Ziel gesetzt, euch alle Guren zu belohnen für die Erfahrungen, die dir die letzten an das Jahre gemäht hat. Mir das Allerwichtigste überhaupt für das Obrecht erhalten von einem Club sind freiwillige Leute. Was geht man machen ohne die Leute, die ein Komitee bilden, die eine Idee, eine Vision haben, eine Vorstellung, wie es soll auflaufen? Die freiwilligen Leute, die sich dafür engagieren, opfern ganz viel Zeit und Kraft für zu helfen. Weil ohne hier das Engagement wäre es nicht immer möglich, überhaupt als Club zu bestehen. Wir nicht vergessen, dass die Leute das in ihrer Freizeit machen und sich teilweise über Jahre und Jahrzehnte benevol engagieren. Aber weil wir das wollen honorieren, hatten wir für ein paar Jahre die Idee, einen Preis anzufeiern, den genau die Leute soll ehren, die sich Jahrzehnte freiwillig und ohne mehr zu scheuen engagiert haben für ihren Club und das bis heute auch noch teilweise machen. Der Leute haben wir da den Noven 3, so wie alle Jahre, die kommen aus dem Fußball, aus dem Badminton und aus dem Tischtennis.
Sport ist ein ganz wichtiges Element in unserem Leben gibt. Ich meine, das ist wichtig, wenn ihr einen Beruf hast, daheim könnt, entweder einen dicken Kapp oder kein Lust oder der Chef hat ihm den Dauer gemäht. Als Sport hast du die richtig Art und Weise, für mal den Frust rauszulassen. So muss Hans du raus. Das ist am Lützeburg einfach so. Und es gibt nichts Besseres wie Sport. Du kannst wirklich bis, ich kann mir vorstellen, den Jean-Pierre Drucker, weißt du, was die schwätzen, die berühmten inneren Schweinehund, der wir alle tapfen, bei Job gehen und das vor allem. Und das ist nicht gerade gut drauf. Es muss ihn drüber, egal wie. Und da könnten die den Abend. Und der muss rauf. Das geht so am ehesten Leben. Das geht jeder für sich selber. Auf großem Niveau oder auf kleinem Niveau. Die Sportlerinnen und Sportler machen das all diese an ihren Vereinen. Die machen das für allem für euch. Wir machen das Vereine. Und das läuft nicht. Wir als Gemeinde können just ich unterstützen, eure Leistungen, die dir für die Vereine macht, die können wir unterstützen. Aber wenn man den Tableau geguckt hat, den er war, den er stung, durch stung oft drauf Landesmeister, Einzellandesmeister, Doppellandesmeister. Das ist flott. Wir bauen eine neue Tribüne zu Kiel für den Fußball. Das kostet viel Geld, ohne Zweifel. Mit den anderen Vereinen gehen nicht vergessen. Wir gehen all Jahr viel Geld aus, für das Hallen an der Reihe zu halten, für Terrain zu kreieren, für zu machen, dass das Vereine alle Guten können in den besten Konditionen funktionieren. Das wird mir sich auch in Zukunft machen. Ich meine, die Kollegen vom Chef der Gemeinde, die hier drin stehen, die wissen das. Die wissen, was für ein Bild man da haben, die wissen, was für ein Muster man können, nur für die Vereine entgegenzukommen. Dafür können wir garantiert sein, dass die Leute, die hier rumstehen, ich alle Guten an ihrer Tasche helfen, dass das so klappt, wie ich das vorstelle. Lori, welchen Sport misst du? Turnen. Wie was misst du dann? Turnen und nicht Ping-Pong oder Fußball? Wie was da gerade Turnen? Weil ich mit 4 Jahren, da war ich schon mal beim Romy, das war auch so bei einer Piscine und dann habe ich von da aus Turnen gemacht. So, dann warst du ausgezeichnet von der Gemeinde als dichte Sportler, als dichte Sportler. Du warst da froh, gell? Ja. Hängst du den Diplom dann noch daheim ab? Ja. So, wie warst du da? Ich bin der Kilian. Du warst der Kilian. Was bist du für Sport? Ich mache Fußball. Wow, wo spielst du Fußball? Für Kilian und für die nationale Equipe für Afalaf. Du bist an der Lützburger Nationalequipe? Für 3 Jahre. Okay, wo spielst du? 4 oder Hanne, schießt du Goal oder was machst du? Ich spiele in Attack und ich mache immer Flanken und Passen. Wie viel Goal hast du schon geschossen? Das Jahr 0, weil ich schieße nicht gerne Goal. Ich bin der Luca. Du warst der Luca. Was machst du für Sport? Fußball. Wow, Fußballer. Was für ein Verein? Kilian und der nationale Equipe. Was ist der Lieblingsverein? Manchester United. Und du gehst doch keine Spiele, wenn du groß bist, ja? Ja, das ist mein Ziel. Das ist dein Ziel, all Respekt. Du trainierst. Wie viele Stunden trainierst du dann vor? Weißt du das? Ja, in Kilian 1,5 Stunden und Afalaf auch 1,5 Stunden. Eine junge Sportlerin, die unter anderem am Cyclisme und Duathlon, gell? Ja, sicher. Okay. Erzähl mir mal ein bisschen. Wie war die Saison? Gut. Das wirst nicht ausgezeichnet gehen, das ist richtig, ja? Ja. Was gibst du danach gerne, wenn es noch ein bisschen zum Jahr bist? Europameister, Weltmeister? Als ich mal Landesmeister und dann vielleicht Europameister. So mal, du bist, wie viele Stunden musst du trainieren so an der Woche? Nicht so viel. Du bist ein Naturtalent, ne? Also du brauchst nicht viel zu trainieren, aber es ist einfach gut. Ja. Dann sind wir auch froh, für heute Abend für Seite von der Gemeinde Tanja Moraes auszuzeichnen. Dass wir so die besten Arbiter, die bei uns in der Gemeinde wohnen, und die hat die besten Arbiter aus dem ganzen Land. So dürfte ich das mal sagen. Tanja, wie hast du die Liebe zum Fußball, die wir den Sternenwelt? Könnt ihr dann immer wahrscheinlich als Mädchen gefragt, oh, wie weit spielst du Fußball oder wie weit gehst du in die Turnen? Also ich habe ein bisschen mit meinen Brüdern auch angefangen, die haben angefangen Fußball zu spielen. Bei uns in der Familie hat jeder sich Fußball gern und ich wollte aber auch einen Sportart machen, die nicht unbedingt wirklich mädchenmäßig ist. Und da habe ich dann eben mit dem Fußballspielen angefangen und meine Brüder sind dann noch Arbiter gehen. Sie haben es ziemlich voll gefunden und ich habe mich dann mit einer Freundin angeschrieben gehabt und tut mir wirklich Spaß gemacht bis heute. Du siehst da irgendwann ein Arbitisch gehen. Wie seht ihr das? Die werden so Arbitisch oder Madame Arbiter oder Juffer Arbiter? Wie seht ihr das? Also ich kriege oft gesagt, Madame Arbiter im Terrain, heinz auch Monsieur l'Arbitre, aber das ist einfach zu sehr schätzen. Ich meine, ich mache da einfach keinen Unterschied. Könnt ihr euch noch an den ersten Match erinnern, den ihr gepafft habt? Oh ja, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das war ein Katastrophenmatch. Also ich schon alles verpafft, kann ich sagen. Es war wirklich gut nicht einfach, weil wenn Ihnen einfach in der Theorie gesagt, dann haben wir praktisch im Terrain muss zuwenden, das ist gut nicht so einfach. Muss ihn als Frau mehr anstechen wie ein Mann?
Am Anfang ja. Bis sehen sich nun gemacht hat, muss ihn viel mehr stehen. Also so kommen aber ziemlich Remarken, die eben die Frauen gemacht gehen, gehen nicht Kachplack oder was machst du im Terrain, was sowieso Fußball ist nicht für Frauen. Muss ich viel stehen. Und es sind effektiv an den ganz viele Leider an den Jugendbereichen Eltern, die oder Leute, die eben neben dem Terrain stehen, die sich einfach nicht können beholen. Mit also so wann ich bis huet, dann huet den Mengesch gerade so Respekt wie Jung. Da möchte kein großen Unterschied, ob ich Madame Moraes oder ein männlicher Kollege. Vielleicht die Wut über internationale Karriere, was sind also was näher Ambitionen? Also die kurzfristige Ambition, die ist schon aus eine Etappe noch weiterzukommen. Das ist mir so Ranking an der UEFA. Und ich gebe ja dann an die erste Kategorie kommen. Das ist nicht immer so einfach, eben auch weil viele Arbitren eben ein hohes Niveau haben. Langfristig hätte ich natürlich gerne ein Finalturnier von den Hauptequipen. So wird Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Also muss ich immer ein bisschen am Voraus gesehen oder weit gesehen, wir können noch irgendetwas umzupacken. Und so mir Europameisterschaft, das kann aber dran sein. Das ist ein realistisches Ziel. Bis wie viele Jahre darf eine Frau arbitisch sein auf internationalem Niveau? Das bis 2015 45 gewircht an los die Limit aber aufgeschafft gehen. Das heißt, kann ich sich über 45 rausgehen. Natürlich muss ich aber die physischen Konditionen nachholen, was nicht unbedingt einfach ist. Ich meine, die physischen Tests, die gefordert gehen von der UEFA, auch von der FIFA, die sind extrem schwer. Und da werdet der Körper auch irgendwann nicht mehr mitteilen können. Aber 45 Jahre ist aber schon ein gutes Alter. Hier ist dann eine ganz sportliche Familie, die sind alle Jahre auf der Sportlerehrung dabei. Wahrscheinlich also so, wenn Kiefer bis auf den Turnieren oder auf den Kompetitionen zu fahren sind, da packen die anderen an und gehen heim. Aber bon, bref, ich übertreibe noch ein bisschen. Das ist auch nicht nur der Père en Fils, aber auch der Père en Fille. Mamala hat angefangen, ich fange dann mit dem Els nun, Alain, du gehst auch schon Santa gefehlten 100 Jahre zu Kiel ausgezeichnet. Ja. Du bist an der Kategorie 50 plus. Ja. Was aber immer nicht mit? Nö, sind noch immer nicht mit. Und, ich habe persönlich nach viele Ambitionen und ich liebäugeln mit Hawaii no de 60 von der Pensionen und kein Congé mehr muss fragen. Okay, dann haben wir vielleicht Pensionen, da gehen wir mit, für dann die Wasserflasche zu drohen. Die zwei Erner, die haben da doch wahrscheinlich müssen machen, ein bisschen zu drehen, weil der Puppet gemacht hat. Und sie das freie Sticker gemacht, ganz sicher, Lena, erzähl mal. Ja, ganz sicher, auch nach Lo immer. Ja. Also, es war ein Moment, wo ich keine Lust mehr hatte, und dann haben sie mal gesagt, ja, ich war leider nicht gut, und dann noch einen Monat weiter, dann war es gut. Aber Lo, man alles selber. Ich würde über die Ambitionen, was könnt noch alles, wie lange zieht man dich einer rauszukehlen? Ich will das Sommersaison Quali für die WM Kadetmann. Und dann so gut mich platzieren wie es geht. Und dann mit den Jahren weiter EM und WM und dann so gut wie es geht. Ja, mit meiner Saison bin ich ganz zufrieden. Aber diese Saison kennt wahrscheinlich ein bisschen mehr gehen, wenn es der Premiere und dann gehe ich auch noch eine Woche studieren. Aber ich meine aber immer weiter mit der Leichtathletik. Das wird immer weiter gehen. Kieler Gemeng als Santa Poio auch ganz höflich den Jampi Drucker dürfen auszuzeichnen, den Jampi, der bei uns zu Dondel wohnt. Und der Jampi ist auch noch ein Teil-Jampi, das ist flott. Der passt so richtig an Pause von der Saison. Wo warst du drin? Also wirklich richtig Pause, was du an der Vakanz? Nee, ich habe schon angefangen mit Velofahren, also ganz Pause ist es nicht. Anfang Dezember geht es los mit Trainingslager. Ich hatte 3 Wochen, wo ich wirklich nichts gemacht habe, und seit gut 2 Wochen sind ich schon am Velo. Das ist auch ein Profi-Velo-Fahrer, heute eine Woche, wo wirklich gar nichts möchte. 3 Wochen sollst du nicht im Velo, kriegst du das hin? Ja, es gibt noch 10 Tage, ich kribbel das aber immer. Ja, aber das aber muss sein, auch für den Körper rot zu gehen, auch für ein bisschen von Null anzufangen, muss das sein. Am Großen und Ganzen muss ich sagen, dass du eine fantastisch gute Saison hast. Bist du zufrieden? Schön. Ja, natürlich. Mein Kies um Koch war einfach die Etappe-Victor an der Welt, und das war enorm. Für den Rest war für mich war das immer wichtig, konstant eine gute Saison zu fahren. Und, ich war nicht krank, nicht verletzt, da kommen die Resultate von mir selber. Voilà, das ist natürlich immer gut für so Resultate zu haben.
Ziel mal besser. Wie ist das? Du gehst ja an die Welt, das ist ja eine von den Top-Etappen-Kursen auf dieser Welt. An der Saison, an der wünschst du eine Etappe. Das ist ja ein Ziel, das alle jungen Cyklisten haben, für einen großen Etappenkurs eine Etappe dann noch zu fahren. Wie spät die sich da? Erzähl mal. Aber bei dir geht das relativ schnell, weil du ein Sprinter bist, gell? Du kannst schon nicht eine Minute lang drauf reden, das geht da ganz sehr. Mit Ziel bist du nicht Emotionen, wie ist das gegangen? Ja, aber Ziel war schon für drun, ich war gut gefahren am Burgos, war 3 Mal im Zweiten, das heißt, ich war schon mal die Ambitionen an die Welt gegangen und natürlich, dass das dann klappt, das ist ein Traum, wo er geht. Und ja, realisieren, und ich am Anfang reich wie Cäsar River war, dann fällt ein bisschen alles, so ist ein bisschen so am Zirkus mit dran, an einer Etappekurs sind nicht viel Zeit, dann hatte mir nach Chance, wo ich gewonnen und dachte nur, war rot, das heißt, das konnte ich ein bisschen mehr genießen, aber für den Rest ist immer, dass ich so an der Kurs mit dran, dass ich dann nicht richtig mitkriege. Aber los im Wand, da geht viel drauf geschwärzt, dann kommen natürlich die Emotionen rein, und das ist natürlich flott immer dann in Erinnerung. Und da musst du laut SMS beantworten, gell? Ja, das wäre den Tag von das ein paar gehen. Mit das flott, ich meine, das weiß auch, dass die Leute mitfeiern und noch eben Respekt für die Leistungen. War ganz echt, ich hatte mal erlaubt, dem Champion eine SMS zu schicken. Ich muss so binnen der Minute hatte geantwortet. Ich habe durch den Sitz beim Telefon. Das war ganz flott. Vielleicht noch ein paar wieder Champion für die nächste Saison. Was sind Highlights, wird das geplant? Ja, ich meine, für mich ist immer wichtig, die Freijahrsklassiken an der Belge, die Pavé. Und das ist sicherlich der nächste Highlight. Und dann, ja, danach weiß ich noch nicht genau, was mein Programm ist. Aber ich hoffe, dass ich in Lützeburg fahren an eben eine großen Tour. Ich wäre froh, für mal eine andere Tour zu fahren wie die Welt. Dann, ja, Tour de France ein Ziel. Was sieht der Patron dazu? Ja, für mich wäre das schon interessant, weil nämlich noch Lützeburg ist. Und, ich weiß auch, dass bei uns schwierig ist, für da an die Selektion zu kommen. Dafür denke ich, einen Kurs wie den Giro dann vielleicht. Der Patron ist zufrieden mit dir. Du auch mit ihm, bleibst du noch ein bisschen bei ihm? Ja, schon mal sicher Kontrakt nächstes Jahr und dann sind wir im freien Marché. Ich spüre mich wohl und die Resultate sind noch da und dann für was soll ich da wechseln dann. Bonne Chance, Champi. Merci für die flotte Saison. Merci auch, dass die Gemeinde Kirlen, alles so, hat so ein bisschen, aber auch dabei in der größeren Welt vertreten hast. Du bleibst nicht mehr hier, du gehst an den Süden vom Land von oder nach mir an den Süden vom Land. Vergiss die Kirlen aber nicht, he? Nee, sicher nicht. Sicher. Ich hatte eine gute Zeit hier und ich werde das sicher nicht vergessen. Okay, super. Vielmals merci. Michael Riesers bei Sore von unseren Cyklisten, auf dem wir hoffentlich in der Gemeinde. Das Saison kann sich zufrieden sein. Ich denke, nur den 17. Platz am Einzelzeit fahren. Nee, ich denke, ich kann ganz zufrieden sein mit dieser Saison. Wenn ich gucke, die ganze Saison war ich ziemlich stabil, weil das Ziel von mir war, ziemlich stabil zu fahren. Und ich denke, ich habe das gepackt. Dann ich noch ein paar schöne Klassementen rausgefahren. Ich denke, ich kann ganz zufrieden sein mit diesem Jahr. Okay. Du, also Premier, bricht das ein bisschen nächstes Jahr oder wie gehen die zwei Sachen annehmen? Ja, ich habe einfach mal ein gutes Stück rausholen, für mich ein bisschen auf die Schule zu konzentrieren. Und da ein bisschen Mann vom Sport. Bei du muss ich halt gucken, wie es weitergeht und vielleicht ein bisschen mehr auf den Sport zu konzentrieren. Das ist schon ein Ziel einfach für vielleicht eine Profikarriere und das sind dann gut, wie es weitergeht. Ja, ich denke, das Ziel von allen Velosfahrern, den am Ende Alter fährt, ist das ganz schwer, aber das ist einfach ein Ziel, weil den ich will erreichen. Okay. Michael Ries, merci, aber bonne Chance für 2017. Merci.